Der Wolf und der Fuchs. Der Wolf und der Fuchs sind zusammen umgezogen. Der Wolf war der grösser und der stärker. Darum musste der Fuchs alles machen, was ihm der Wolf gesagt hat. Der Fuchs wäre lieber ohne Wolf. Heute gehen sie zusammen durch den Wald. Der Wolf sagt: «Ich habe Hunger. Rotfuchs, gang hol mir etwas zu fressen, sonst frisse ich grad dich.» Der Fuchs sagt: «Los, ich habe von einer Schafherde gehört, dort hat es erst grad Lämmli gegeben. Ich gehe dir eins holen.» Der Fuchs geht auf Schleichwege zu dieser Schafherde. Niemand merkt, wie er ein Lämmli packt, aus dem Wolf bringt. Der Fuchs rennt davon und der Wolf frisst das Lämmli. Das schmeckt nach mehr», knurrt der Wolf und geht selber noch ein Lämmli holen. Aber er stellt sich so ungeschickt an, dass ihn die Mutter Schaf schon von weitem sieht und anfängt zu blöken und brüllen. Die Hirten hören das und kommen zu rennen. Als sie den Wolf sehen, prügeln sie ihn mit ihren Hirtenstecken. Der Wolf humpelt ohne Lämmli auf 3 Beinen dem Wald zu. Als der Wolf zum Fuchs kommt, rennt er: «Stell dir vor, die Hirten haben mich einfach verprügelt.» «So kann es kommen, wenn man nie genug überkommt, du viel Fraß», lacht ihn der Fuchs aus. Am nächsten Tag laufen die zwei über das Feld. Der Wolf sagt: «Ich habe Hunger. Rotfuchs, gang hol mir etwas zu fressen, sonst frisse ich grad dich.» Der Fuchs sagt: «Los, ich habe gehört, dort im Bauernhaus hinter dem Hügel backen die Bäuerin hin Küchli. Ich hole dir ein paar.» Der Fuchs schleicht sich in Dämmerung zum Haus, schnuppert um die Hausecke, bis er die Schüssel mit den Küchli findet. Säuferli nimmt er 6 und bringt die dem Wolf. Der Fuchs rennt davon, der Wolf verschlingt die Küchli. Das schmeckt nach mehr», knurrt der Wolf. Jetzt geht er selber um die Hausecke, findet die Schüssel und pressiert so, dass die Schüssel am Boden poltert und verschlägt. Die Bäuerin hört den Krach, kommt zu springen, sieht den Wolf und brüllt: «Zu Hilfe!» Der Bauer und seine Knechte kommen zu rennen, jeder mit einem Knebel. Sie schlagen so lange auf den Wolf ein, bis er nur noch auf 2 Beinen davon humpeln kann. Als der Wolf zum Fuchs kommt, rennt er: «Stell dir vor, der Bauer und seine Knechte haben mich verprügelt.» «So kann es kommen, wenn man nie genug überkommt, du viel Fraß», lacht der Fuchs. Am 3. Tag sind die zwei wieder zusammen unterwegs. Der Wolf himpelt und sagt zum Fuchs: «Ich habe Hunger, Rotfuchs. Gang hol mir etwas zu fressen, sonst frisse ich grad dich.» Der Fuchs sagt: «Los, ich habe gehört, der Bauer im Hof hinter dem Wald habe gemetzget. Das Fleisch sei gesalzen in einem Fass. Komm, ich gehe es holen.» «Aber ich will mitkommen», sagt der Wolf. «So kannst du mir helfen, wenn sie mich wieder verprügeln wollen.» Die zwei sind zum Bauernhof hinter dem Wald, sind um das Haus geschlichen und durch einen schmalen Spalt in den Keller gekommen. Tatsächlich, da hat es ein ganzes Fass voll Fleisch. Die zwei haben sofort angefangen zu fressen. Der Wolf hat nicht umgeschaut und gefressen, was er mögen. Der Fuchs hat auch gefressen. Aber er ist immer wieder zum schmalen Loch, hat probiert, ob sein Bauch noch dadurch mag. Der Bauer hat etwas gehört, Rebeln im Keller. Er will schauen, was los ist, und nimmt einen starken Knebel mit. Als der Fuchs den Bauer hört, ist er mit einem Satz zum Loch aus und auf und davon. Der Wolf will auch fort. Aber auch sein Bauch ist so dick von dem vielen Fleisch, das er gefressen hat. Er bleibt im schmalen Loch stecken. Wo der Bauer den Wolf sieht, schlägt er ihn mit seinem Knebel tot. Der Fuchs rennt in grossen Sätzen zum Wald. Jetzt ist er der Wolf los. «So kann es kommen, wenn man nie genug überkommt, du viel Fraß», lacht er.